Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Heute von einem bisschen ungewöhnlicher Platz. Wir sind bei mir daheim an meinem privaten Büro. Und das war wichtig, dass wir als Europaparlament auch an diese Krisenzeiten vom Coronavirus auch weiter aktiv bleiben. Und dafür haben wir diese Woche eine ganz spezielle Session, wo auch aufgestimmt wird. Wir können das aber à distance eigentlich machen. Ich habe mein Laptop, mein Printer an Mikrotelo, die echt stimmlich geschickt. Die werde ich auch ausfüllen und dann digital dann zurück im Parlament schicken. Das ist ein bisschen mehr kompliziert wie die elektronische Voten, die man gewinnt am Europaparlament tun. Mir das war wichtig, dass an diese Krisenzeiten Parlament auch weiter aktiv und reaktiv bleibt, wie verschiedene Politiken an Gesetze auf den Weg zu bringen, die man ganz schnell eigentlich müssen machen. Wir haben heute 3 Voten, die Ordre du Jour stehen, da das die wichtigste eigentlich davon ist, dass ein finanziellen Dossier, wo da darum geht, dass als Memberstaaten, die 27 Memberstaaten, an diese Krisenzeiten mehr Fonds können mobilisieren für Investitionen an den Gesundheitssektor und auch an die Industrie, die dem Zuschafft eigentlich zu machen. Du musst ihn dann auch kurzfristig eigentlich über die persönlich finanziell Grenzen können rausgehen. Und du sitzen mir die Kader heute, das ist den Punkt. Dann das war ein anderer Punkt, die wichtig ist eigentlich auch für die Umwelt, da das den von der sogenannten Gehstoffpflicht oder wahrscheinlich schon mal hören, da das im Moment also so, wann eine Fluggesellschaft für zu landen oder für zu starten oder beim Flughafen ein Créneau horaire will haben, dann müssen sie den auf mindestens 80% von der Zeit auch nutzen. Das hat war zu einer ganz perverser Situation eigentlich gefordert, dass die Fliegerin aufhören und das eigentlich außer dem Pilot, an dem Co-Pilot gut keiner am Flieger, weil sie eigentlich just eitel fliehen für ihre Slot können zu halten. Das ist für uns für umwelttechnisch und noch sozialtechnisch eine Iresie, die wir müssen ändern. Und dafür haben wir dezidieren wir heute, für das wir eigentlich das Gesetz außer Kraft setzen, bis auf Oktober. Da müssen wir mehr klar wissen, wie es weitergeht. Und da müssen wir auch dann darüber zurückkommen. Es werden noch in den nächsten Wochen nach einer Gesetzestext dabei, so auf den Tisch kommen. Wir machen wirklich just das Nötigste, das ist ein bisschen eine spezielle Situation, wenn man nicht mehr die typische Échange können haben, wie wir es an der Plenär haben oder auch an unseren Fraktionen. Wir hatten gestern als erste Fraktionssitzung, wo dann über 180 Deputierten gleichzeitig auf dem System geschafft haben. Das heißt, da konnten dann auch elektronisch Entwurf freuen und dann gewinnt zugeschaltet. Das haben wir dann auch, so wie ich mit ihr schwätzen, über den iPad gemacht. Das geht heutzutage schon ziemlich gut. Das muss ich natürlich darum gewinnen, dass ich nicht dieselbe Dynamik an der Diskussion kann ich nicht denken, aber der Kollege rübergehen, so, was hast du da gemengt? Das sind die Kleinigkeiten, die man noch drum muss gewinnen. Ich hoffe, dass das heute noch keine Dauersituation gibt und dass wir den Virus schön an den Griff kriegen. Wir müssen auf jeden Fall alle Guten zusammen schaffen. Und eine große Message ist, bleibt daheim, geht nicht mehr raus und da wirklich musst und guckt, für dass die Social Distancing wirklich anhält, wenn wir mehr zusammen schaffen, wird man die Situation auch mehr schnell und besser geregelt kriegen. Ich werde in den nächsten Wochen mit anderen Dossiers bei euch kommen und ich berichten, was wir hier in Europa können machen, und was man muss machen, und wo man leider nicht können machen. Mir auch das sind Sachen, die ich werde erklären. Ich sage vielmals merci für die Nullstellung und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.